Hoi du, kleiner Stern. Schön bist du heute wieder da. Mach dir's bequem, kuschel dich in deine Decke rein und lass gut zu. Heute erzähle ich dir das Geschichtli vom Sternli Luna und dem grossen Nein. Es war eine wunderschöne Nacht. Die Sterne haben glitzert und die Sternenwiese hat gefunkelt. Sternli Luna und das Wölkli Wuschel haben Fangis gespielt. Mal hat Luna gewonnen, mal der Wuschel. Und beide haben so fest gelacht, dass sie fast über ein Wölkli gestolpert wären. Plötzlich hat Luna etwas entdeckt. Zwischen zwei grossen Felsen hat etwas silbrig glitzert. «Was ist das?» hat sie gefragt. Neugierig ist sie nachgegangen. Es war eine kleine Höhle. In dieser Höhle hat etwas glitzert, wie 1000 kleine Sternchen. «Wow!» hat Luna geflüstert. «Dort will ich rein.» Gerade als sie loslaufen wollte, ist die Eule Oskar an ihr vorbeigeflogen. «Stopp, Luna!» «Warum?» «Heute nicht.» Luna hat geschaut. «Wieso nicht?» «In dieser Höhle schlafen heute kleine Sternenschmetterlinge. Und wenn wir zu laut sind oder reingehen, dann verwachen die.» Luna hat die Stirn gerunzelt. «Aber ich will doch nur schnell kurz schauen.» Oskar hat freundlich gelächelt. «Ich weiss, aber heute ist es besser, wenn du nicht gehst.» Dann hat Luna mit dem Fuß aufgestampft. «Immer heisst es Nein.» Dann hat sie noch einmal umgestampft. «Das ist unfair.» Sie ist davongelaufen und ist auf ein kleines Wölkli gesessen, die Arme verschränkt, die Nase gerümpft. «Blöde Höhle!» Ein Moment später hat sie gemurmelt. «Blöde Nein!» Wölkli Wuschel ist langsam neben sie geschwommen. Er hat nichts gesagt. Stattdessen hat er sich plötzlich in ein Entchen verwandelt. Luna hat kurz geschaut. Dann ist aus dem Entchen ein Elefant geworden, mit einem riesen Rüssel. Luna hat immer noch versucht, böse zu schauen. Aber dann hat sich der Elefant in ein Gipfeli verwandelt. Ein schiefes Gipfeli mit einem kleinen Zipfel. Luna musste das Lächeln verdrücken. «Und jetzt?» hat Wuschel gefragt. «Jetzt siehst du aus wie eine verregnete Socke.» Da mussten beide so fest lachen, dass das Wölkli gerade gewackelt hat. Luna war zwar immer noch ein bisschen enttäuscht, aber nicht mehr so fest. Sie haben sich ins Gras gelegt und haben die Sterne angeschaut. Es ist ganz still geworden. Plötzlich hat sie in der Höhle angefangen zu glitzern. Ganz wenig. Eins nach dem anderen ist rausgeflogen. Kleine Sternenschmetterlinge mit funkeligen Flügeln. Sie sind langsam durch die Nacht getanzt, haben Lichtpünktchen hinterlassen. Der ganze Himmel hat glitzert. Luna hat mit offenem Mund zugeschaut. «So schön!» hat sie geflüstert. Und die Eule Oskar ist wieder zu ihr gekommen. «Luna?» «Ja?» «Weisst jetzt, warum ich gesagt habe, du darfst nicht dort reingehen?» Luna hat den kleinen Schmetterlingen nachgeschaut. «Ja, sie haben ihre Ruhe gebraucht.» Der Oskar hat genickt. «Weisst, manchmal ist ein Nein gar nicht böse. Es passt einfach auf jemanden oder etwas auf.» Luna hat gelächelt. «Dann war es heute ein liebevolles Nein.» «Genau», hat die Eule gesagt. Luna hat noch lange den funkeligen Sternenschmetterling nachgeschaut. Sie hat gemerkt, dass sie gar nichts verpasst hat. Im Gegenteil. Wäre sie in die Höhle gegangen, schauen,
Hat sie das wunderschöne Wunder vielleicht gar nicht gesehen und gar nicht erlebt? Langsam ist die Nacht wieder ganz ruhig geworden. Der Mond hat gelächelt und Sternli Luna hat glücklich die Augen zugemacht. Gute Nacht, kleiner Stern. Und wenn jemand einmal Nein sagt, dann denk dran, manchmal ist es nicht, weil dich jemand ärgern will. Manchmal ist es einfach ein ganzes liebes Nein, das auf etwas Schönes aufpasst. Schlaf gut, kleiner Stern. Bis zum nächsten Mal.